Hallo, ik ben Trudy en vandaag wil ik even reden van die angst voor de Jeburt. So, this video is voor frues oder bij alles wat er nog niet aan ging gehad, oder van die hand in de Jeburt daar te gaan en de dame ervoor heeft gehad. Ik hoop dat dit video kan je een klaarheid brengen, dat niet durf met schrakjliche Jeburt zijn. En ja, dat je niet durven gruwelen oder angst hebben voor je opkomende Jeburten. So sehr fertig, wenn du Dinge anreichen an der Geburt, dort erst jetzt, wenn du dort nicht lässt, natural passieren, und du hast Leute, die das dort auf eine nicht naturale Weise anfangen. So wo erst dort man dort natural anfangen. Dein Baby er lang ist das letzte Ding, was du rieb worden. So wenn dein Baby er lang ausgerollt sind, dort lädt dann ein Hormone los, was an den Körper angeht, und das hat den Körper weiten lassen, dort nu erst dort reut, dass den Körper kann anfangen mit der Geburtswehen. So solange es den Baby er lang nicht reut sind, wird den Körper nicht für selbst an die Geburt angehen. So ich wollte früher gleich, tschüss, wenn dort zum Ende kommt, dass die allerhand down und annehmen, zum sein die Geburtswehen anzufangen so, aber solange es den Baby er lang nicht reut sind, wird dort alle Tag nicht schaufen, und das ist dann auch, wenn du im Hospital fahren lässt, en die laat wordt aanmerken, die dat de Jeburt dan aanvangt. Dat is in Engels net een dat inducing. Wanneer die Jeburt aanvangt dan, voordat wat doe is, dit is zo ervaren, wo dat dan met zo'n grote video aanvangt en dat dingen erg goed worden. Wanneer die laat wordt aanmerken, toen dat aanvangt, voor die Körper is wat ruimte was wat doe, dat merkt dat veel eierwaschmaten die laten apparieren. Wenn du bematst den Körper nu wat te doen, te wat er niet ruimte wird. En zo ervaren, dus wanneer dat dan ook schaffen dat, dat baby du wens kon daar in de vagina geboren doen. Aber das ist so fertig, wo du dann viel mehr weiter zu tun hast, wenn es den Körper ihre naturale Hormone schaffen du nicht mehr. Das sind alles die falsche Hormone und Drogen, die den Körper nach Hause tun. Das ist, was du dann brauchst, nur bei du zu bringen, dass dein Baby soll geboren. Und das ist, wo du dann sozusagen mehr weiter zu tun hast, dass einer wird zu viel bleiben. Und das kann auch so geben, wenn du das einfach zu tätig hast, die tun, dann wird nicht schaffen, dass dein Baby dann geboren kann. Und das ist, wo du dann, was du bringst, dass dein Baby wird machen, die appariert. En ook wanneer die laatst dort aanmerken, dus die medicijn dan wat die broken doen, om die inducing, dit zou ervaren, merkt dat baby hard zou boezig gaan. En zou ervaren dan ook, vroeger die hand dan zou weiter, wenn du hast nur was am den Körper an die doen, wat dan nicht natural ist. En dit merkt dat dort früh viel mehr weiter hat mit so, als wenn die dort beschlossen natural passieren. En dit is dan, wo zou ervaren, der früheste gluten, wat aanmerken wat er für weiter ist. So eerst test du eine Droge an den Körper an, wat das Baby hart merkt an fliehen. Und die Drogas, was die betreiben tun, die merken das Baby hart an sachter gehen. Nu hast du zwei Drogas an den Körper an die tun, wat 30% nur das Baby gehen tun auch. Und die tun verschiedene Dinge mit das Baby hart. Und das ist, wo dann so erfahren, du dann wird eine frühe appariert, wenn es dort heute dort, das Baby hart, das Ding so rauf, oder das Ding so nach. Und das ist wirklich nicht, dass das wird sein, neuliche was, dass du die musst apparieren. Das passiert, wenn du die hast, Dinge anmerken, wo du nicht natural wird, und das ist, was dein Baby ja affektiert. So, wenn du das warten, dort kann natural passieren, dort fängt an mit dem Baby lang, die lassen den Hormonen los, was den Körper dort dann nicht weiten lassen, dort nur erst Zeit, dass den Körper kann an der Geburt angehen. Und dann der nächste Hormone, was du zu das ist Melatonin. So, Melatonin ist ein Hormon, das einem Haupt zum Verreben. Melatonin ist immer Hesten eine Nacht, und wenn dort da ist, Baubenlicht, besonders Baubenlicht, merkt Melatonin raufgehen. Das ist, wo dann viele früheste gleichen Stufe dieser zu haben, wenn die eine Geburt sind. So, wenn du im Hospital bist und die alle wenn da lächeln haben, der merkt den Melatonin raufgehen, und der merkt dann, dass den Körper, der kann nicht so fan der Geburt wieder merken, wenn es einem fehlt Melatonin. Und das ist, wo dann sehr viel früheste Geburt immer eine Nacht anfangen wird, wenn Melatonin ist am Hesten eine Nacht, und der Körper, der braucht diese Hormone, um die Geburt zu fertig bringen. Die nächste Hormone ist Oxytocin. Und das, unser Körper, der merkt diese Hormone, wenn du die das gut fühlst. Das muss sein, wenn die wird angeführt werden, oder du die willst mit dem Partner küssen, oder anything, was die möglich merken, oder die merkt gut fühlen, der merkt die Hormone Oxytocin abgehen. Und diese Hormone ist die Hormone, die verantwortlich ist für die Geburtswehen, dass den Lief sich kann topholen. Und wenn immer das Lief sich topholen, das ist, was das Baby das raufdrehen. Und wenn dort diese Contractions zu sind, die Geburtswehen, und dort immer das raufdrehen, dort direkt den Baby rauf auf den Mutterlieb,
Mutterholz ab. Und der Mutterholz, der ist like länger am Anfang Jeburt, so like in wann immer du like die Geburtswein sind, dort wird das der Holz, der wird charter und der macht auch like wieder aufgehen, dort Baby du wird durchkommen. So diese Hormone ist sehr wichtig, dass du wirst die Geburtswein haben und dort die kann arbeiten. Und wenn du dann so eine Angst hast, dann hast du weniger von diesen Hormonen. Oder das muss sein, wenn ein Doktor die wird so viel nur sein und du like dort weidet oder du dort like verstimmelt ein, wenn du im Hospital bist und du like viele Menschen in einer Nankommen und Rückkommen steht oder die Nursen wird angewechselt worden, all sind diese Dinge, die verstimmelt diese Hormone. Und eben wenn du bleibst, bin like weiter haben, dort kann man merken, wenn du nicht genug von diesen Hormonen hast, dann merkt du, du hast die weiter, aber dort actually schafft nicht, dort kann ich mal, dort schafft nicht so, was dort gut sein ist, dort schafft nicht so busig, was dort gut sein. Und das kann eine Ursache sein, wo man zu früh ist, like für mehrere Stunden, immer sein, einmal hier steht dort früh, hat für like 50 Stunden Methadon gehabt, das auf alle Jahre Methadon, wenn dein Körper nicht genug Melatonin hat und den nicht genug Oxytocin hat. Das ist dann so, like, dort hat alle angefangen, dort prüft dort wieder zu schaffen, aber das sind nicht genug Hormone, dort actually kann die Mutterholz aufmerken und den Baby raufbringen, wenn die Hormone, die sind nicht durch. Und die nächste Hormone, das nennt sich Beta-Endorphins. So diese Hormone ist durch, dass einem sein Körper nicht kann weiter spüren. Ich weiß, ich habe das ein Beispiel einmal angebracht. Wenn ein dummer Mensch, die wird hängen ran und du wirst kennen, der Struck ran, wo der Specker schafft, du wirst dort nicht spüren, wenn die dort verkratzen, du hast so viel Beta-Endorphins, was in deinem Körper sind, und das merkt, dass du nicht kannst, die weiter spüren. Und das ist auch, wenn eine Geburt ist. So, like, du darfst wirklich nicht Angst haben, dass eine Geburt darf schrakjlich sein oder so. Wenn der Körper, der hat eine naturale Weg, dort abholen, dass einer nicht darf, scheint so viel weiter haben. So, wenn du aber so eine Angst bist, oder du bist abgerecht, wenn du die abgerecht fühlst, das ist eigentlich ein negatives Gefühl. So ja, wenn du abgerecht bist oder Angst hast, dann merkt dein Körper mehr und mehr Beta-Endorphins. Und wenn das eigentlich auch gut ist, like, das gut, dass dein Körper wohl Beta-Endorphins hat, du dort einem nicht so weitet, aber je mehr Beta-Endorphins du hast, je weniger Oxytocin hast du. So, der Oxytocin ist der Hormon, was ich jetzt fertig erklären möchte. Das ist der Hormon, was du verantwortlich ist, um dein Baby actually raufzuschaffen. So, je mehr Angst du hast, je mehr Beta-Endorphins hast du und je weniger Oxytocin hast du. Und das ist, warum, like, je mehr Beta-Endorphins du hast, je länger wird deine Geburt sein, wenn du dann nicht so viel Oxytocin, so dort geht dein Körper so viel länger, um dort Baby actually raufzuschaffen. Und der Ursache, warum das so schaffen ist, wenn du Angst hast, dein Körper will dort nicht looten, dass du dein Baby haben. Der hat dort studiert, du mit anderen Tieren auch, das muss sein mit Roten, wenn eine Rot oder eine Maus so, wenn der Geburtsmoment anfängt und dort der eine Geburt ist, du kannst der Rot fern genug packen, dass der Geburt ganz wird abhören und der wird den Tag nicht Geburt geben. Und das ist, was mit Menschen schaffen wird, jetzt ein Frühmensch. Wenn du Angst bist oder du nicht auf einer sichere Stelle bist, dein Körper wird dir probieren zu schaffen, dass du nicht ein Baby hast. Das muss sein, wenn der Covid zu tun hat mit der Geburtsmoment, aber der wird an, dass du als ein Tiger wird rammt. Like, das ist eine Angst, die an dein Körper losgehen wird. Und das hält dort ab, dass dein Körper nicht wird, das Baby hat, weil muss sein, wenn der Covid das Baby hat, der Tiger wird dort abfressen. Nicht? So, das ist, like, wo dein Körper sich beschützen wird. So, wenn du im Hospital bist, du hast eine dumme Erfahrung mit dem Doktor, oder du hast die, like, so viel Päckchen tun, oder du hast ebenfalls like, Angst vor der Geburt. Je doller Angst du hast, je länger wird deine Geburt sein, wenn es dein Körper, der weiß, dass du bist nicht auf einer positiven Stelle und der will dort nicht looten, dass dein Baby kann geboren werden. So, das ist dann noch eine Ursache, warum so die Geburten so schrecklich so lang sind. So ja, wenn sich das dann vielleicht alle so hören, like, dass das Angst haben, aber das nicht weiter drauf rüberbringt, oder das tut like, wenn du den Melatonin und den Oxytocin hast oder so, das merkt, dass die Geburt kann bleiben beim Schaffen. Wenn du die nicht zu so grün ist oder so, dann dein Körper merkt der rechte Amount of Beta-Endorphins. Das Beta-Endorphin ist dort, dass dein Körper nicht darf so viel weiter aussperren. Und ja, dann kann das alles so passieren, dass deine Geburt kann erkjläa passieren und dass du aber auch nicht darfst, schändlich so viel weiter haben. Und das bringt mich dann bei den nächsten Hormonen. Diese Hormone, das haben lange englische Wort. Ich habe in einem anderen Video das bäta erklärt. Das nennt sich Fetal Ejection Reflex. Die ersten Lettern, die fangen an like mit FER, so ich werde ein bisschen mit FER an. Diese Hormone ist, wenn dein Körper, wenn du dort lässt, du hast die nicht looten, was anmerken, was die Geburt am Treiben bringt. Das passiert bloß, like, wenn du dein Körper, wenn alles bei dir natural ist, du hast die noch keine Drogen als Looten anlagen. Und weißt du, dann dein Körper, wenn dein Baby, du irgendwie schreit ist, dann merkt dein Körper diese Hormone los. Und das ist, dass dein Baby bloß was rauskommt. Das ist nicht, dass du das schaffen und das Baby rausschieben. So, das bringt mich noch bei nachdenken, wo früher immer leicht über Angst haben, die als Rieten. Und Rieten, wirklich, wenn du eine naturale Geburt hast, dass die Hormone keine Arbeit tun, das ist nicht normal, dass einer darf rieten. Das kann sonst sein, dass einer der ein Kleinbett rieten.
Aber das ist nicht so oft, dass einer Mord genäht worden. Wenn die Mord genäht oder so, das ist ein Teken, dass du hast den Baby rückgeschoben. So erfahren du, wenn du hier und das dort früh sein, dass du like für 40 Minuten oder 3 Stunden musst schuben, das ist nicht mit Hormonen, das ist, du schiffst den Baby rück, für die Hormonen raus sind. So wenn den Baby, das muss sagen, wenn das hier so die, dass du den Loch in den Baby einen Kopf setzen buben. Even wenn dort du als Doktor sein so erfahren und du bist du 10 cm und du fängst an zu schuben. Das ist nicht gut. Wenn dort nicht die FAR-Hormone ist, was den Baby rüttet, dann ist okay, wenn der Kopf du setzen das. Wenn der Kopf, der Druck, was du noch setzen das, ab den Ring hier, das lässt eine Hormone los, dass den Fleisch in deine Haut du da rakrig worden. So das ist, warum dort nicht nötig ist, dort einer macht gescheit reden, wenn du erst eine Hormone, und diese Hormone, die lässt am Körper los, drückt von der Baby ein Kopf, du drückst absagen. So, wenn du anfängst zu schuben, like sich, wenn das seine Augen über zu 10 cm, dann fängst du an zu schuben. Dann fängst du an zu schuben, und die Hormone haben nicht Zeit gehabt, dann sich du rakrig merken. Und das ist dann, wo die früh reden. Noch ein Ding, wo du auch merkst, dass du reden das, ist, wenn du den Baby zur Welt bringst, Bein am Ring legen. Wenn es den Knien du hängst, in Englisch nennt sich das die Cell-Knien, der ist ein bisschen spitz, der kann sich das nennen rüt. Wenn du am Ring legen das, dann ist das rund, und dann macht der Baby ein Kopf, du das dort nach der sein. Dann merkt er, dass wenn du Raum hast, und das ist, wo du auch leicht dass du früh riechen, wenn der am Ring legen hat. So, wenn du Stunden oder Sachen irgend so hättest, dann kann du sich das rückbiegen, und dann gibt du mehr Raum für das Baby. So, die Hormone FAR, das ist wirklich, du darfst nicht mit dem Körper schuben. Wenn diese Hormone anfangen, und so erfahren, hier hat er an der Hospital so, like, oh, der reicht Doktor ist noch nicht bei dir steht. Du kannst nicht, bei dir stehen, du kannst nicht den Baby rückschuben. Wenn diese Hormone anfangen, du kannst das nicht abholen. Das ist mit meinem zweiten Baby hatte ich das, mit meinem ersten Baby nicht. Wenn es dann, was ich noch nicht, und dann hat ich bloß, like, alles, was der Doktor früher ist, ansehen deuten. Aber dann, like, für mein zweites Baby, da wird, like, beinahe ein paar Minuten, da ist bloß, like, den Lief, dat draagt bloß doel en dan dat baby komt terug. Dat helpt u dan niet bij. So dat is wat deze hormonen doet. En dit is zoiets dat je dan niet darfst meid worden. Du darfst nicht für 3 Stunden schuben, um den Baby sein Rüte kriegen. Und wenn du warten das für diese Hormonen, das so erfahren merkt, dass du, like, dass du nicht reden das, aber dass du nicht mal darfst abgeschwollen sein durch die Geburt. Und dann noch ein Ding, wo du früher so erfahren Angst haben, ist, als wenn du irgendwas geschnitten. Das sind so Themen, dass es nicht nötig dass du früh mal geschnitten. Du wenn es den Körper was nicht ein Baby merken, wo du zu groß ist. Der Kopf, der kann sich in Kaun merken. Und das ist erst, dass du was direkt posten. Der Kopf ist der letzte Part von dem Körper, das ist, like, was der Schwanz ist für das Baby. So, wenn das Baby groß ist, das fährt meint bis, dass der Jeburt wird ein bisschen länger sein, wenn es der braucht mehr Zeit, drückt den Kopf, dass der Kopf sich, in Englisch nennt man das Molding, dass der Kopf dann spitz worden ist. So, das wo dann das einmal länger dienen kann, das meint nicht, dass er nur Zeit ist, dass einer sich damit Bluten operieren. Hier glauben die immer, dass, oh, you know, du bist so für so lange, ab 10 cm, du weißt, das passiert nicht, nur ist Zeit zum Operieren. No, das kann meinen, dass das Baby braucht mehr Zeit, drückt zum Kopf Molding, dass du was derchen. So, das Schneiden, das ist wirklich nicht nötig. Und wenn du die Latz schneiden, das wird damals taub heulen und das darf eine andere Nummer, als wenn du natural reden. Und das tut also, wenn das bloß als ein Klingbettgerät gerät, worum das geht, dass dort einer sich nicht lassen nein, wenn du dort lässt, für selbst taub heulen, das ist eine bessere Nummer und das normal meint, dass der nächste Mal, wenn du eine Geburt hast, meint, dass du darfst nicht unbedingt dann reden. Wenn du die dort lässt taub nein, das normal dann wirst du frisch reden ab der nächsten Geburt, das darf nicht immer so sein. Aber just dass du nur wieder dort taub nein dann die Hormone, die können das dann nicht rakrig merken und das merkt, dass einer frisch reden das. Das wiederum das geht, als wenn einer dort nicht nein. Aber just wenn du nicht eine naturale Geburt hast, dann kann es dann geben, dass einer gut Säure reden, dann macht das nicht. Aber just wenn du die dann lässt schneiden, das normal dann die einmal frisch taub nein und das ist dann eine Steht, wo du meist vernäht, einmal wird frisch reden ab der nächsten Geburt. So das ist, wo du merkst, so Themen sind von Luten schneiden, wenn es das eigentlich nicht das ist nicht nötig, den Körper wird das Baby kann rückbringen, wenn du dort den Zeit gibst, dass die Hormone du kannst tun, was die sollen tun, und dass das Baby ein Kopf-Zeit hat, um ein Kaun werden, dann ist das nicht nötig, like, das braucht nicht geschnitten, das ist nicht halt eine Bus, wo das Baby unbedingt nicht mehr zurückkommt. So, ich habe das gut genug hier erklärt, dass die nicht dürfen Angst haben, wenn es reden oder jüngst schneiden, das Schneiden, dort habe ich immer, like, mit meiner ersten Geburt hat ja die Midwives von hier, und dort habe ich sehr deutlich gemerkt, dort haben sie nicht die Freiheit, mich zu tun, und ja, so da wieder ein Ding, du darfst nicht viel Angst haben, und wenn einer versteht, wie die Hormone du mit schaufen tun, und wenn einer die Hormone die Zeit luten das, und die sich nicht auf Luten voll Druck pumpen, dann sind du die Hormone durch, dass die kann einem seinen Körper unterstützen, dass einer nicht darf schädlich sein reden.
En dan mijn laatste punt, in doel frues sind angst wens de weidel. We weten dat Jeburt dat speelt sich nicht maglich, aber das darf wirklich nicht sein, dass eine Jeburt schrakjlich ist und man schandelt die weidel. So ein Ding, das Beispiel auch, den habe ich mal gebracht. Wenn du Angst hast, dann holst du den Körper an und das ist, was die dann viel weidel geben wird. So das wird ein Ding, was ich nicht weiten für meine erste Jeburt, und der Jeburt, die hat zweimal weidel zu tun. Wenn du Angst bist, dat doet ze cycle met de andere hormonen ook erklärt uit, wanneer je angst hebt, dat is een negatieve gevoel. En dit helpt op dat de hormonen niet schaffen doen, dat merkt dat de Jeburt länger is. En ja, du wirst dann mehr weiter haben. So ein Ding, was du was tun, wenn du eine Jeburt bist, ist, für was immer du Angst hast, vorher eine Schwangerschaft, du willst evaluieren und so in der Angst loszulassen. Du wirst nicht deine Angst mit einer Jeburt nehmen. So wenn du dann nicht bist, bei einer Jeburt zu wollen, das ist wichtig, so nicht, das ist, wo man mit der Angst vorher durchschaffen oder so. Wenn du dann eine Jeburt bist, du wirst die nicht angeholt haben. Wenn du das das ist so, das meint, dass dein Lief und dein Mutterholz, die sind auch angeholt und das wird die mehr weiterbringen. So, ja, wenn der Jeburt zu wollen anfangen, was du wirst tun, ist dein Onen. Wenn du nicht das bleiben beim Onen, dann haben deine Muskeln nicht genug Oxytocin, je weniger Oxytocin du hast, je mehr weiter wird haben. So, wenn der Jeburt zu wollen anfangen, du wirst deine Schulter nicht angeholt, nicht deine Hänge stief haben oder so, probieren ganz schlapp zu sein und bleiben beim dein Onen, dein Onen und ja, schlapp bleiben, der Jeburt zu wollen. Das spielt sich schwer, besonders wenn du anfangen geht, eine Welt sich anholen, dafür. Aber das bist, wenn du dort für die erste Jeburt zu wollen, die dort kostbar reden, dass du da was tun, du wirst antworten, was von gerade Unterschied dort actually merken dat, und dann ist das vielleicht für all die anderen Jeburt zu wollen dort zu tun. Und das ist dann auch wichtig, das ist ein Ding, was du kannst zu dem Mann sein, wo die kann unterstützen, wenn die sperren das muss man sagen, wenn die den Regen rubbeln oder so, der die sperren das, dass du angeholt bist, oder wenn die deine Hänge holen, und du anfängst zu greifen, die kann nicht bloß näakjste halten, die losluten oder so, because wenn du angeholt bist, das ist, was die mehr weitergeben. Also du wirst probieren, diese Los und Schlaf zu lassen, im Leben wie ein Deut Oden, wenn immer der Jeburt zu wollen ankommt. Und dann noch ein Ding, wenn du das von mir gelernt merken an der Jeburt, das ist eigentlich gut, aber wenn du das hoch kriegst, weil dein Holz hier ist, also auch wieder mit der Holz unten ist. So, wenn du das hoch kriegst, dann meint dein Holz so angeholt und du wirst auch angeholt sein. So, einer will, es ist leer zu laut merken, dass man sagt, dort merkt einem sein Holz da ab, und das ist auch, was dann halt nicht, um das Baby leer bringen. Und wenn du ein bisschen Angst hast, und du das schwer an Denken zu holen, dass einer würde sich den Körper losholen, ein Ding, was ich dann deut, du bis am Anfang an meine Jeburt, mir du sein, da dahinter stehen, wie wir an der Udnem, den anderen mit Pizza am Udnem, so ist es, einer würde einen Luft anholen, und dann ist das dort rückbürsten. Wenn du dort ist, dann kann nicht, den Holz, den gesagt, du sind keine Muskulos, was kann stief sein, und du meinst, dass du das konzentrieren, merkt das auch, dass einer nicht einem sein Lief oder einem sein Mutterholz anholen. So ja, ich will dir ein bisschen mitmerken, wenn die ihren Körper looten, das ist mit dem Melatonin, das Oxytocin und der bäta Endorphins, weil dann sich du nicht vergrühlen und du lässt die nicht betappen oder was anmerken oder das abspeeden soll oder so daher. Das sind Hormone für alles in der Jeburt, und das ist, warum dort nicht darf dann rauskommen. Du darfst nicht schrakjlich weiter haben, du darfst nicht schrakjlich riechen, du darfst nicht fertig Stunden sein, du darfst nicht schruben für 3 Stunden. So ja, Jeburt ist nicht gemerkt, dass das so schrakjlich sein, das ist nicht eine Emergenz, wo der Doktor immer mal die oder das Baby raten, wenn du dort lässt, du willst den Baby so lange in die Bahn sein, weil das ganz reut ist, weil der lang reut sind, so, dann hast du nicht eine Gefahr für Jeburt, und ja, ich glaube, das ist klar, bei den Hormonen zu schaffen, und vielleicht dort erst die Hormonen zu verstimmen, so, wenn die wollen haben, dass die Hormonen zu schaffen, dass du eine Geburt kannst, dort uitkommen, das ist, wo meine Babys gleich tschüss haben, wenn es even, bei einem Hospital fahren, du nur was von langer wartet ist, oder nur eine fremde Stadt sind, oder du sagst, wenn Menschen immer näher in den kommen, oder das nur da lächer so. Das sind alles Dinge, was die Hormonen verstimmen tun, und wenn nicht alle Hospital-Geburten dann gehen tun, aber das darf auch merken, dass die Geburt fort länger sind, du wennst dort hast, ein Klingbett all mit deinen Hormonen zu verstimmen. So, du sind große Wege, die Hormonen zu verstimmen, und das darf aber auch nicht so groß sein oder so. Wenn sie an früher ist die Hand auch eine gute Geburt im Hospital, aber ja, ich glaube, das ist klar, wie wichtig diese Hormone sind, und wenn die Hormone Raum in der Zeit geben, dann Geburt erst sie merkt, dass das eine Hormone für alles ist. Das ist eine Hormone, die das Baby rückbringt, das ist eine Hormone, die nicht darf reden, das ist eine Hormone, die nicht darf ständig viel weiter haben. Das ist something für alles, und das darf nicht schrakjlich oder gruselig sein.